Würde mich sehr freuen, ein paar von euch da zu treffen. Nein, natürlich alle. Seid herzlich eingeladen. Hey, ich freue mich so auf die Zeit jetzt hier mit euch. Hunger nach Gottes Wort. Für mich persönlich ist das immer wieder eine Herausforderung und deswegen tut es gut, darüber zu sprechen. Das mache ich in erster Linie für mich selbst. Ich bin da sehr egoistisch. Deswegen bin ich vor 15 Jahren auch Bibelvorleser geworden. Erstmal, damit ich selbst wieder einen Zugang finde, weil irgendwie, ja, wir wissen, das ist wichtig und dann habe ich das zum Beruf gemacht, deswegen, dann muss ich es ja machen. Ja, es wird natürlich dann ganz schnell auch zur Routine und seit über 40 Jahren lese ich jetzt schon Bibel und mit allen Höhen und Tiefen. Mit allen Höhen und Tiefen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie macht man das denn? Wie kann man denn dranbleiben an diesem Buch, an Gottes Reden, an seinem Wort? Da habe ich so einige Erfahrungen gemacht. Denn es gibt spannende Statistik, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber 55% aller Christen nehmen seltener als einmal pro Woche die Bibel in die Hand. Keine Ahnung, ob das so stimmt und was das bedeutet, die Bibel in die Hand zu nehmen. Ich habe sie heute Morgen schon ein paar Mal in die Hände genommen. Zähle ich jetzt zu den 45%? Nein. Aber es zeigt etwas auf. Also es ist so, Bibellesen ist nicht unbedingt so im Trend. Und das ist ja auch schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man schon länger dabei ist, oder? So ein paar Jahrzehnte. Man kennt die Bibel doch schon. Ja, und spricht Gott wirklich durch dieses Buch? Es braucht immer wieder Demut. Sich zu beugen unter die gewaltige Hand Gottes, so sagt es Jakobus. Es braucht immer wieder Demut, Psalm 1 zu lesen und zu sagen, ja, ich möchte über dieses Wort nachdenken, Tag und Nacht. Es soll mein Leben bestimmen. Herr, sprich zu mir. Es braucht Demut. Gott lädt uns ein an seinen Tisch. Es gibt einen wunderbaren Text in Jesaja 55. Ich liebe dieses Kapitel. Lest dieses Kapitel mal zu Hause nach. Wunderbare Bilder und Worte in diesem Kapitel. Und ich möchte euch die ersten Verse aus Jesaja 55 gerne lesen. Es ist eine Einladung Gottes, zu ihm zu kommen, an seinen Tisch. Jesaja 55, ihr könnt es hier mitlesen. Der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst hierher. Hier gibt es Wein und Milch, bedient euch. Es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht taugt? Und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Herrlich, oder? Da denkt man so, ja, komm, Gott, sprich weiter. Das ist eine tolle Einladung. Und man merkt so, ja, es geht hier nicht in erster Linie um physische Speisen und physische Ernährung, sondern Gott hat etwas anderes zu geben, etwas Transzendentes, etwas Himmlisches. Himmlisches Brot, himmlische Ernährung, geistliche Ernährung, Ernährung für unseren Geist. Und die Einladung steht und jetzt liegt der Ball bei uns. Jetzt liegt der Ball bei mir. Ich darf kommen. Ich sollte kommen. Ich muss kommen. Ich muss kommen. Ich muss diese Einladung annehmen. Feed yourself. Ja, deswegen haben wir diese Kleingruppen-App entwickelt, um darauf aufmerksam zu machen. Ja, das ist schon auch deine Verantwortung, hinzukommen und dich zu ernähren. Gott wird es nicht in dein Maul stopfen. Er wird dich nicht zwingen. Es ist deine und meine freie Entscheidung, das zu tun. Spannender Satz hier drin darüber, warum wir oft keinen Hunger haben. Matthias, du hast es gerade angesprochen, auch heute Morgen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir manchmal keinen Hunger haben. Sagen, nee, Gott, jetzt passt es gerade nicht. Gott selbst formuliert es so. Er sagt hier in diesem einem Vers, warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht taugt? Und seid schon satt. Was ist denn Brot, das nicht taugt?
Beispiel. Stell dir vor, du wirst eingeladen von einem guten Freund, guten Freundin in ein Gourmet-Restaurant. So, 1 Sterne. Was haben wir in Basel? 1 Stern, 2 Sterne? Gibt schon 3 Sterne. Ja, logisch. Basel, hey, was erzähle ich? Wer war schon mal in einem 3-Sterne-Lokal? Okay, wow, herzlichen Glückwunsch. Ich noch nicht. Also bis 1 Stern habe ich es mal geschafft. Das ist schon exquisite Küche. Jetzt stell dir vor, du wirst eingeladen, ja? Heute Abend 10-Gänge-Menü, obwohl so viele Gänge gibt es da gar nicht, ne? Aber du weißt, hey, 3-Sterne-Lokal, super Essen. Leute, niemand von uns würde eine Stunde vorher noch in McDonald's gehen oder in Burger King und sich mal so eine kleine Basis schaffen, ne? Mit so einem schönen Menü, oder? Wird niemand machen. Du würdest doch dein sauer verdientes Geld nicht ausgeben für Food, was nicht taugt. Sorry für alle McDonald's und Burger King Fans, ja? Also es ist Fast Food. Was Gott uns hier anbietet, ist es wirklich Top-Ernährung. Und was ist das manchmal? Was hauen wir uns alles rein, oder? Womit stopfen wir uns voll? Und dann wundern wir uns, dass wenn Gott uns einlädt und sagt, hey, ich habe hier gute Nahrung für dich, dann sorry, ich bin gerade so satt. Also nicht wirklich satt, aber schon auf eine Art satt, dass das hier definitiv nicht mehr reinpasst. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Es ist nur ein Beispiel. Ich sage nicht, das muss bei dir auch so sein. Es ist ein Beispiel aus meinem Leben, okay? Aber es könnte ein Beispiel sein, was dich erinnert an so Dinge, die einfach Food sind und dich voll machen. Ich schaue gerne Netflix. Ja, ich glaube, Manuel, du auch. Huh? Das weiß ich jetzt zufällig. Also, und versteht ihr? Daran ist ja nichts verkehrt. Und ich schaue auch gerne Serien und daran ist auch nichts verkehrt. Und ich schaue auch gerne lange Serien und gerne auch ein paar Teile hintereinander. Und daran ist grundsätzlich, versteht mich nicht falsch, nichts verkehrt. Aber es gibt auch die Tage, oder? Da stopfe ich mich voll. Ich merke das gar nicht. Es ist auch immer so, es triggert ja einen. Ne? Warum muss das Ende immer so offen sein und ich muss den nächsten Teil noch gucken? Kennt ihr das? Und dann geht das ja auch so mit einem Klick, geht das weiter, oder? Und die Stunden sind rum. Kennt ihr das? Ja. Und dann bin ich meistens voll. Voll mit irgendwas, vollgestopft, habe auch noch Geld dafür ausgegeben, ohne es zu merken. Und wundere mich, warum ich jetzt ausgerechnet keine Lust habe zu beten. Oder jetzt noch Bibel zu lesen. Man ist einfach voll. Und das ist so ein ersten Gedanken, den ich uns mitgeben möchte. Muss nicht unbedingt schlecht sein, das, womit wir uns füllen. Aber wenn es dazu führt, dass für das gute Wort Gottes überhaupt kein Platz mehr ist, dann ist es schlecht irgendwann. Auch bei mir. Und ich musste anfangen, mich zu disziplinieren. Ja. Und einzuteilen, das gehört dazu, gewisse Disziplin. Sonst bekomme ich das nicht rein. Ich habe viele Jahre auch morgens immer in der Bibel gelesen und dann aber auch viele Jahre nicht mehr, weil ich dachte, ja komm, kann ich auch abends machen, kann ich auch nachts machen. Ich habe die Bibel schon gelesen. Ich soll ja drüber nachdenken. Ja, muss ja nicht lesen unbedingt, oder? Ja? Kennt ihr das so? Herr, ich denke drüber nach. Ja? Was du mir vor 10 Jahren gesagt hast, ich denke immer noch drüber nach. Ja, so vielleicht, aber es kommt mir nichts. Ja, so. Und es ist noch gar nicht so lange her, ist wieder angefangen, ganz demütig, morgens, bevor der Tag beginnt, meine wirklich klassisch, das habe ich viele Jahre nicht mehr so getan. Und ich erzähle es euch, um euch Mut zu machen, auch Detlef Kühlein, die Bibel morgens, bevor ich ans Handy gehe oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, das ist auch so ein Ding, ne? Da kommt schon der erste Müll entgegen, ne? Die Bibel auf den Tisch, einen Kaffee dazu und dann habe ich meine 10, 15, 20 Minuten, ich lese tatsächlich Bibel. Und soll ich was sagen, ich lese Bücher, die habe ich schon 20 Mal gelesen. Und das ist immer noch gut. Und ich heilige diese Zeit jetzt. Wir müssen wieder anfangen, Dinge zu heiligen. Nicht nur den Sabbat zu heiligen, der ist sowieso schon heilig, den müssen wir nicht heiligen, der ist heilig. Gott hat einen Tag in der Woche geschaffen, der unverfügbar ist für uns, als Geschenk, den er uns gibt.
Und es gibt so bestimmte Dinge, haben wir gerade gesagt, du bist heilig. Gott, du heiligst Dinge auch mitten in unserem Alltag. Und wir müssen diese heiligen Zeiten, und das sind nicht die Netflix-Zeiten, Detlef, das sind andere Zeiten in deinem Leben. Und die muss ich wieder heiligen. Und wenn es nur 15 Minuten sind, heilige 15 Minuten. Gott lädt uns ein und du bist eingeladen. Es gibt eine tolle Statistik über Ernährung in der Bibel, denn das ist mir aufgegangen in den letzten Wochen, dass geistliche Versorgung viel mit dem Gedanken der Ernährung zu tun hat. Wir haben hier, ich habe euch mal so ein Nugget mitgebracht zum Thema Brot. Brot, Lechem im Alten Testament und Arthos im Neuen. Insgesamt fast 300 Mal kommt das in der Bibel vor. Und eben nicht nur das physische Brot, sondern manchmal auch eben in diesem übertragenen Sinne. Brot, was Gott gibt. Euch fallen gleich ganz viele Gedanken ein. Wir werden einiges durchsprechen. Also so ja natürlich, Gott will uns physisch versorgen. Wir danken ja auch, kommen wir gleich noch für unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute, aber ich glaube, das ist nicht nur physisch. Das ist auch das geistliche Brot, was er uns gibt. Und wisst ihr, wo dieser Gedanke herkommt? Das erste Mal, wo er so wirklich so klar formuliert wurde? Schon im Alten Testament. Wir gehen mal rein hier in die Wüste mit dem Volk Israel und lesen dort im 5. Buch Mose, Kapitel 8, einen spannenden Text. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. 40 Jahre in der Wüste. Das ist also nach dem Auszug aus Ägypten. 40 Jahre waren sie in der Wüste. Davon sind sie aber nur 2 Jahre gewandert. 38 Jahre waren sie an einem Ort. Das ist ja nicht blöd. Ja. Nach 2 Jahren Wanderung haben sie sich gedacht, wir kommen hier nicht raus. Ja. Es geht 40 Jahre, komm, wir bleiben hier. Kadesh Barnea, das war so eine kleine Oase in der Wüste, da haben sie 38 Jahre gelagert. Also sind nicht 40 Jahre rumgewandert, das nur so als Info. Sind ja nicht doof. Ja? Gott, wir können auch die 40 Jahre hier absitzen. Aber Gott gibt ihnen sozusagen ein Feedback, eine Art Bilanz, die er am Ende zieht hier in 5. Mose 8 und sagt, hier, ich habe euch da reingeführt, ihr wart 40 Jahre in der Wüste und dann heißt es, er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Wüstenzeiten sind dazu da in unserem Leben. Gott stellt uns auf die Probe, testet unser Herz und will einfach sehen, was ist da an Glaube in deinem Leben und wie wirkt sich das aus? In den guten Zeiten Gott zu loben und so ist immer einfach, aber Wüstenzeiten nicht, dass wir uns das wünschen würden und nicht, dass ich euch das wünsche, aber das sind gute Zeiten, wo das rauskommt, was in unserem Herzen ist. Und so war es auch beim Volk Israel und er legte euch Entbehrung auf, heißt es, er ließ euch sogar hungern. Er ließ euch hungern. Damit neuer Hunger entsteht, auch das kann in Wüstenzeiten passieren, dass eine neue Sehnsucht, ein neuer Hunger entsteht in uns. Das ist wichtig, habe ich gemerkt. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kannten. Ein Wunder, da fiel täglich Brot quasi vom Himmel, himmlisches Brot. Er wollte euch damit zeigen, und jetzt kommt's, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt oder von physischer Ernährung, könnte man hier sagen, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Hast du das gewusst? Gott hat sie hungern lassen, das Volk Israel, hat ihnen das Manna vom Himmel gegeben. Er hätte ihnen auch anders Brot schaffen können. Ja? Es hätte auch morgens einfach immer auf jedem, alle Steine hätten sich in Brot verwandeln können. Ja? Unterschiedlicher Art. Ja? Semmeli, ja? Silsali, ja? Tessiner Brot, oh, das mache ich auch gerne. Raclettebrot, was es nicht alles gibt. Ja? Also, hat er aber nicht. Er hat Brot vom Himmel fallen lassen, so als wenn er sagen würde, hey, ich versorge euch. Und zwar immer nur einmal täglich.
Nehmt das, die tägliche Ration. Lernt etwas hier in der Wüste. Nicht nur die physische Ebene für euer Leben ist wichtig, sondern auch die geistliche. Er lebt vor allen Dingen durch die Worte des Herrn. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Vor allem lebt ihr von Gottes Wort. Und schaut mal, ein paar Jahrhunderte später ist ein einzelner Mensch auch in der Wüste, in der judäischen Wüste. Und er ist da auch 40 Tage, nicht 40 Jahre, 40 Tage. Und auch er hat Entbehrung. Und auch er wird geprüft. Und auch er wird versucht, so wie das Volk Israel. Seht ihr die Parallele? Und die erste Versuchung ist, sprich, dass diese Steine Brot werden. So wie damals. Gott kann doch Brot vom Himmel fallen lassen. Jesus von Nazareth. Bist du Gottes Sohn? Dann kannst du es sogar selbst tun. Hier, jüdische Wüste ist eine Steinwüste, ist keine Sandwüste. Da liegen tatsächlich Steine. Deswegen die Anlehnung an es spricht, dass diese Steine Brot werden. Und wie reagiert Jesus? Was sagt er? Was sagt er? Der Mensch, es steht geschrieben, sagt er. Übrigens, Jesus hat oft gesagt, habt ihr nicht gelesen? So, er setzt voraus, dass wir lesen. Setzt voraus, dass er selbst gelesen hat und setzt voraus, dass wir auch lesen. Also, habt ihr nicht gelesen? Da steht das, da steht das. Und er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und er zitiert 5. Mose 8, weil das hat Power. Da ist schon mal ein ganzes Volk 40 Jahre durch dieses Training. Das könnte in dem Moment helfen. Und wisst ihr, was krass ist? Krass ist, dass Jesus jetzt nicht hier so eine geistliche Akrobatikshow macht und sagt so, hey, das brauche ich nicht und bin der Sohn Gottes und ich stehe da drüber, sondern er ist total demütig und nimmt einen Vers aus dem 5. Mose 8 und sagt, husch Teufel, hau ab! Mit einem Verschen aus 5. Buch Mose. Und soll ich dir was verraten? Es kommt ja, der versucht es ja nochmal zweimal. Wisst ihr, wie Jesus reagiert? Welches Buch zitiert er 3-mal? Das 5. Buch Mose. Was mich heute Morgen zum Punkt führt, wann haben wir das letzte Mal das 5. Buch Mose gelesen, um in unserem Alltag zu bestehen? Fiel mir dann irgendwann auf. Ist Jahre her. Jesus kannte es auswendig, und zwar nicht nur er, sondern er ist mit einem Kind in der Synagogenschule, haben sie mit der Bibel schreiben gelernt und lesen gelernt. Die Torah kannten fast alle auswendig, konnten die auswendig in weiten Teilen zitieren. Der hat ja keine Rolle vom 5. Buch Mose mit in der Wüste gehabt und so, warte mal Teufel, ich hab's gleich, ich roll mal eben aus. Oder eine Bible-App oder warte, ich habe meine Konkordanz gerade nicht dabei. Der wusste und 3-mal das 5. Buch Mose, 5-mal das 3. Buch Mose, ist egal. Und der Teufel musste gehen. Ich habe nur diesen einen Punkt für dich. Lies das 5. Buch Mose. Lern es auswendig. Dieses Wort steht da auch drin. Wir leben vom Wort des Herrn. Das ist unsere geistliche Versorgung. Und Jesus besteht diese Prüfung. Das ist Demut, wenn man sich hält an dem, was Gottes Wort sagt. Nicht aus eigener Kraft. Jesus hat ja nichts aus eigener Kraft gemacht. Sprich, dass diese Steine Brot werden. Mein Vater hat mir gesagt, ich lebe von dem, was er mir sagt. Das ist mein Brot. Wow. Er ist für mich ein Vorbild. Und dem möchte ich nacheifern. Lass es mich nochmal so sagen. Unser ganzes Leben, physisch oder geistlich, ist abhängig von Gott. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, glaube ich, sind beide Ebenen gemeint. Oder sagt mal so, Jesus sagt ja selbst, ich bin ja das lebendige Brot. Er vergleicht das dann auch mit dem Manna und er sagt, so wie Israel damals versorgt wurde, schaut, jetzt hat Gott sein Brot auf die Erde geschickt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist und wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.
Kommen wir gleich nochmal drauf, was Jesus da meint. Das ist ja ein Bild, eine Metapher, aber was bedeutet das konkret? Ich glaube zumindest, wenn er sagt, betet, Herr, unser tägliches Brot gib uns heute, dann beten wir für die tägliche Versorgung. Aber ihr lieben Schweizerinnen und Schweizer, müssen wir das eigentlich noch beten? Das ist ja fast schon, also Detlef, was du heute Morgen sagst, also dieses tägliche Brot, das ist ja da. Wir haben so viel Brot, dass es schon verschimmelt in unseren Körben. Man sagt so, das ist übrigens verschimmelt, aber ist ja egal, ich kann mir ein neues kaufen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer betet denn noch für das tägliche Brot? Höchstens gerne für Menschen, die das nicht haben, und gerne geben wir auch was dafür. Seht ihr, mein Punkt, ich möchte nicht moralisch werden, mein Punkt ist der, ich glaube, wir haben physisch Überfluss und geistlich Mangel. Und wenn wir beten, Herr, unser tägliches Brot, gib uns heute, dann sollten wir mehr für das geistliche Brot beten und danken. Unser tägliches Brot. Gott lädt uns ein. Du darfst kommen. Mit deinem Hunger oder mit deinem Hüngerchen. Auch mit deiner Appetitlosigkeit. Ich finde es, danke, dass du das am Anfang gesagt hast. Ja, auch wenn du keinen Hunger hast, komm. Manchmal, wie sagt man so schön, kommt der Hunger beim Essen, oder? Ja, das war, hey, ist das einfach, sich morgens dahin zu setzen und sagen, du kannst es auch anders machen, du kannst auch Podcast hören oder es irgendwie anders machen, deswegen mache ich ja Bible Tunes zum Beispiel, die Bibel im Ohr. Ich lese es dir sogar vor, du musst gar nicht selbst lesen. Aber das ist Überwindung, es braucht Disziplin und es braucht dieses, und ich habe auch nicht immer Hunger, aber ich weiß, es tut mir gut. Deswegen mache ich es und manchmal kommt es erst beim Essen, dass ich merke, es ist gut, dass ich mir jetzt die Zeit genommen habe, kurz connecten mit Gott, einen guten Gedanken, einen ermutigenden Gedanken mitnehmen, manchmal auch einen korrigierenden Gedanken, manchmal auch gar keinen Gedanken. Ist auch nicht schlimm. Kennt ihr diese Story vom König und der Magd? Da ist ein König, der spricht zu einer Magd, geh hinab zum Fluss und hol mir einen Korb mit Wasser. Kennt ihr das? Und die Magd rennt runter zum Fluss, holt einen Korb mit Wasser, kommt wieder zurück zum König. Beide schauen in den Korb und der Korb ist leer. Schau. Geh nochmal hinab zum Fluss, hol mir einen Korb mit Wasser. Die Magd rennt runter zum Fluss, holt einen Korb mit Wasser, kommt ganz schnell zurück. Beide gucken rein und der Korb ist wieder leer. Geh nochmal hinab zum Fluss, liebe Magd, und hol mir einen Korb mit Wasser. O König, du bist der König. Es ist nicht so sinnvoll, was ich tue. Aber weil du der König bist und nicht nur die Magd, gehe ich jetzt hinab zum Fluss. Und sie sprach und ging hinab zum Fluss und holte ein weiteres Mal einen Korb mit Wasser, kam zurück zum König. Beide schauten rein und der Korb war wieder leer. Tja. Dann sagte der König, oh, einen Korb mit Wasser konntest du mir nicht bringen. Aber schau dir mal den Korb an. Der ist ganz sauber geworden. Und manchmal passiert eben nicht das, wenn wir die Bibel lesen, was wir denken. Dass wir irgendwie erfüllt mit etwas oder gefüllt fortgehen, sondern es passiert etwas Geheimnisvolles in unserem Herzen. Gott arbeitet. Und vielleicht macht er was rein in uns, ohne dass wir es merken. Und irgendwann, nach einer längeren Zeit, wo wir gedacht haben, was bringt das eigentlich? Immer wieder mache ich das, stellen wir plötzlich fest, oder vielleicht stellen es andere fest in deinem Leben und sagen, du, irgendwas hat sich da verändert. Bei dir, wie kommt das? Oh, keine Ahnung. Aber Gott tut etwas in unserem Leben, das hat er versprochen und nicht immer merken wir das. Ich möchte zu einer letzten Szene kommen, die uns motivieren soll heute Morgen, und zwar natürlich muss ich das bringen. Das ist diese Geschichte mit diesen Menschen, die da sind und Hunger haben im Neuen Testament.
Ja, man weiß nicht genau. Es wird von 5000 Männern berichtet. Frauen und Kinder waren auch dabei. Also vielleicht waren es 8000, 10.000. Es wird oft so die Speisung der 5000 genannt, aber es waren wirklich ein paar Tausende. Und ihr kennt das. Wie viele Brote, wie viele Fische standen zur Verfügung? 5 Brote, 2 Fische. Das reicht nicht für viele Fischmecks. Da muss man schon erfinderisch werden. Ja? So, wie soll das reichen, Herr? Schau, wir haben nur 5 Brote, 2 Fische und ihr kennt diese Story. Jesus dankt und dann wird das verteilt im Volk und am Ende werden alle satt. Alle werden satt und man hat noch übrig. Man hat sogar noch übrig. Man sammelt dann ein, die Reste. Resteverwertung, nachhaltig, finde ich super. Nachhaltigkeit in der Bibel. Ne? So, sammelt das mal ein. Wie viele Körbe? 12. 12 Körbe. Ja. Und danach versuchen sie, Jesus zum Brotkönig zu machen. Herr, du kannst uns immer hier versorgen, auch bei schlechten Ernten. Und sie sehen es nur auf dieser physischen Ebene, verstehst du? Und natürlich war das hier zunächst mal die physische Ebene, aber ihr kennt Jesus. Da ist immer auch eine andere Ebene noch dabei. Ne? Und die macht er dann später deutlich, genau wenn er darüber spricht und sagt, ich bin das Brot vom Himmel, wer zu mir kommt, von mir isst. Der wird nimmer mehr hungern. Spannend, dass wir im Abendmahl ja auch Brot essen, physisches Brot mit einer tief geistlichen Bedeutung. Seht ihr, das Thema lässt uns nicht los. Wir kommen vom Brot nicht los, wir kommen von Jesus nicht los. Und diese Geschichte hier, vielleicht können wir das mal sehen, wenn ein Jude diese Geschichte liest, kommt er auf ein ganz anderes Ergebnis. Der sieht sofort, wenn er diese Geschichte sieht, ja, mein Freund Asaf, von dem habe ich übrigens hinten auch noch ein paar Bücher mitgebracht, sind käuflich zu erwerben, Lass das Land erzählen, eine biblische Reise. Der hat so gute Insights, weil er sagt, Detlef, wenn du das liest, die Zahlen, das sind keine normalen Zahlen. Jeder Jude sieht das, die Zahl 5. Die Zahl 5 steht für die Tora, das lernen die kleinen Kinder schon. 5 ist die Tora, das sind die 5 Bücher der Tora. 5 steht für die Tora. 2 steht für die Bundestafeln, die Gesetzestafeln. 2 Tafeln auf denen waren die 10 Gebote geschrieben. Und die Zahl 12 fürs Volk. 12 Söhne Jakobs. Also, versteht ihr, die sehen die Zahlen und denken sofort an, da ist eine tiefere Symbolik. Es ist nicht nur die physische Ebene, klar, alle werden satt, aber es ist eine tiefere Symbolik. Das heißt, die Tora und die Gebote werden verfüttert an das Volk. 5 Brote und 2 Fische. Und ein ganzes Volk wird satt und zum Schluss bleiben 12 Körbe übrig für, falls du wieder Hunger hast, Gottes Wort, Jesus das Brot, physisch, aber vor allem geistlich ist der Vollversorger. Wow. Lass uns zu Jesus kommen. Heute Morgen. Ist ein bisschen Hunger entstanden bei dem einen oder anderen? Ein Hüngerchen. Ich möchte zum Schluss für dich beten, aber ich möchte dir auch noch einen Tipp geben. Der erste Gratis-Tipp. Wenn du jetzt sagst, hey, Detlef, mir geht's so wie dir, ich habe lange nicht mehr so, schon gar nicht regelmäßig in der Bibel gelesen, aber ich finde, 5. Buch Mose ist eine tolle Idee, ist zwar mitten im Alten Testament, du kannst natürlich gerne auch vorne anfangen, nichts soll dich hindern, ja? Aber vielleicht sagst du, komm, dieses 5. Mose, das ist so, der Detlef, nee, nicht der Detlef, Jesus, ja, hat mich getriggert, ja? Und das ist immer gut, wenn Jesus mich triggert, ist gut, ja? Dann lies das doch. Tipp, mach das nicht allein. Triff dich mit jemandem. Sag, hey, komm, wir 2, wir machen es zusammen, als Ehepaar, zusammen, Freunde, zusammen. Geht auch zu dritt, geht auch zu 12, dann seid ihr ein Volk. Ja. Ist auch gut. Ja, das Volk in Basel, das Volk Gottes trifft sich. Ist egal, wie ihr eure Kleingruppe nennt. Hauptsache, ihr packt euer 5. Buch Mose und lest das Ding. Ist gut.
Noch ein Tipp. Ich habe hinten ein bisschen Material mitgebracht, Bible Tunes. Ich habe neulich eine Staffel gemacht zum Thema Bibellesen. Und all das, was ihr heute gehört habt und noch viel, viel, viel mehr, auch wie Jesus Bibel gelesen hat, da rede ich 4 Wochen lang drüber. Das sind über 20 Episoden. Rede ich darüber. Das kannst du dir anhören und ich verspreche dir, da kriegst du Hunger. Und du kriegst auch ein paar Tipps, wie du Bibel lesen kannst. Ja, das ist das Bibelexperiment. Ich habe hinten Sachen ausliegen. Es ist wirklich ein Experiment. Ihr könnt mir sogar auch schreiben, ist eine E-Mail-Adresse bei, also mir Feedback geben, Fragen stellen. Ich biete euch das an. Macht das. Bin sogar dran, daraus ein Buch zu machen. Soll nächstes Jahr kommen, weil mir das so ein Anliegen ist, Menschen wieder zum Wort Gottes zu führen. Und das sollte auch heute Morgen geschehen. Ich möchte gerne jetzt noch beten, dass Gott unserem Hunger begegnet. Und ich möchte beten mit Gedanken aus Jesaja 55. Das ist der Text, mit dem wir begonnen haben, mit dem wollen wir auch schließen. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir. Du bist unser Versorger, du bist unser Schöpfer, du bist unser Hirte, der uns zu frischen, grünen Auen führt, ans frische Wasser, der uns aber auch durch dunkle Wüstentäler führt. Und immer bist du da. Und immer sorgst du für uns. Und wir wollen sprechen, ja, nichts mangelt mir. Nichts mangelt mir, wenn du mein Hirte bist. Wenn ich dir nachfolge. Und du sprichst jetzt in unser Leben hinein. Und du sagst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen, an den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ja, ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen, wohlbehütet euren Weg gehen. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Herr, wir loben dich für das tägliche Brot, was du uns gibst. Amen. Amen. Seid gesegnet.